Moin, liebe Lüd. Ich bin Anke Kell, Dramaturgin und Teil der künstlerischen Leitung. Und du bist? Max Kleessen, Regisseur für Carmen darf nicht platzen. Genau, unser aktuelles Stück. Ja, Max, du bist das erste Mal am Ohnsorg-Theater, ne? Und inszenierst das erste Mal auf Plattdeutsch. Und zudem ist das ja sogar noch eine interessante Geschichte, weil Carmen darf nicht platzen, Alarm in Theaterhus, ist ja die weibliche Variante von Othello darf nicht platzen, was wir schon 2010, 2011 hier gezeigt haben. Das weißt du natürlich nicht, aber magst du trotzdem mal erzählen, worum es so geht? Ja, es geht um eine Kleinstadt, in der ein großes Opernhaus steht. Diese Kleinstadt hat die Idee gehabt, wir können immer für unser Opernhaus eine riesig tolle Operndiva einladen. Das tun sie auch. Die kommt extra aus Italien angereist. Und dann gibt es aber ein Problem, weil sie die Schlaftabletten nimmt und, darf ich das schon verraten, verflucht. Auf jeden Fall fällt sie aus. Manche glauben sogar, sie ist tot. Und in diesem Moment kommt aber der glückliche Zufall, dass die Assistentin Cleo da ist, die auch Gesangsunterricht nimmt und einspringen wird. Und am Ende gibt es ein großes Happy End im Rosenregen. Das ist so die Geschichte. Es gibt 6 Türen, 8 Personen und viele Rosen. Und die Türen gehen oft auf und zu. Die Türen gehen sehr oft auf und zu. Das ist das, was ich wirklich an diesem Stück liebe. Es gibt 2 Räume, 6 Türen, 8 Personen, die ein großes Durcheinander erleben. Und das ist eigentlich so Türensport, habe ich mir gedacht. Man muss ganz viel üben. Und das macht aber ganz viel Spaß. Man muss sehr genau sein. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Keiner weiß dann mehr, wer ist. Es gibt viel Verwechslung. Und das ist so das Clip-Clap-Komödien-Genre. Ja? Das mir sehr viel Freude macht. Viel Arbeit ist, glaube ich, für die Schauspieler, weil sie müssen einfach sehr genau zuhören. Aber die machen das ganz grandios. Es wird viel gelacht auf den Proben. Es geht ja in dem Stück auch um verborgene Talente, die Ja. irgendwann die Gelegenheit haben, zum Strahlen zu kommen, also erweckt zu werden Ja. durch einen Zufall. Ist das auch so ein Stück, wo es um Ermutigung geht? Unbedingt. Unbedingt quasi, es kriegt jemand eine Chance und ergreift sie auch. Bin mit dem Fahrrad mal von Hannover, wo ich aufgewachsen bin, bis nach Gibraltar gefahren. Und in Freiburg haben wir Station gemacht und da hat uns ein Mann, wo wir übernachtet haben, die Geschichte von Kairos erzählt. Kairos ist der griechische Glücksgott und der muss man immer achtsam sein. Der kann manchmal vorbeifliegen und wenn er vorbeifliegt und er das spürt, dann muss man zugreifen und mitfliegen. Und das macht die eine Figur in unserem Stück. Sie ergreift Kairos Flügel und fliegt in den Opernhimmel. Schön. Und Ja. das Opernmilieu, was ist daran so besonders? Ja, das ist so besonders schön, weil das einfach noch dramatischer ist als das reguläre Theater. Ich erinnere mich, als Kind habe ich auch im Opernchor gesungen und dort bin ich immer bei Carmen heimlich runter. Das durften wir nicht aus dem Aufenthaltsraum zum Inspizienten und haben immer gesehen, wie José, der am Ende die Carmen umbringt, glaube ich, sich so auf die Knie niederfiel und sich das Hemd aufriss und so eine Kette prangte. Das war Giorgio Ariosto und ich dachte immer, das möchte ich mal machen. Und das ist irgendwie für mich so sinnbildlich für die Oper. Also das ganz, ganz große Drama, eigentlich total abstrakt, weil gesungen. Und es ist ja eben großes Drama über Liebe und auch über Tod, über hier in diesem vermeintlichen Tod, also ein Komödientod im Grunde genommen, aber es versucht halt das ganz Große, das Operngenre. Es ist so irgendwie überbordend. Und das wird aber gebrochen jetzt durch 6 Türen und 8 Personen. Das ist eigentlich ganz lustig. Und wie ist es für dich, jetzt zum ersten Mal auf Plattdeutsch zu inszenieren? Das macht total Spaß. Bin erstaunt, ich komme da gut mit. Ich verstehe alles erstmal. Ich muss mal auf den Proben manchmal nachfragen, bestimmte Worte. Und es ist ja wirklich eine andere Sprache, merke ich. Und es kann halt so direkt sein, viel stärker. Es hat ja so wahnsinnige Chancen als das Anführungsstrichen Hochdeutsche, falls das überhaupt gibt, das Hochdeutsche oder das Bühnendeutsch oder so. Und das Platt ist irgendwie toll, weil das ist irgendwie wahrscheinlich wie andere Dialekte auch. Es ist einfach, geht direkt ans Gefühl, es geht gleich ans Herz. Also man kann auch böse sein im Platt, habe ich auch gemerkt. Das habe ich mich gefragt, kann man eigentlich immer nur nett sein im Platt, aber man kann auch mal grantlich sein. Und das hat so eine Direktheit, das macht einen Spaß.
Das wäre ihr liebstes Stück? Ach du Düvel noch mal, woher schall ich das denn wissen? Entschuldigung. Ja, Max, vielen Dank. Und wenn Sie neugierig geworden sind, wir spielen Alarm in Theodorhus, Carmen darf nicht platzen, bis zum 11. Januar und freuen uns, wenn Sie kommen. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime.